Willkommen zur Gruselstunde hier bei Zelda Skyward Sword. Wir sind im letzten Part direkt im Vorort der Hölle gelandet. Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir immer noch im 4. Tempel und haben keine Ahnung, was wir hier unten überhaupt machen sollen. Aber wir gehen einfach mal unter unseres Weges und ja, vielleicht entdecken wir ja das eine oder andere, wa? Auf alle Fälle hieß es im letzten Part noch, ich soll hier eine Bombe reinschmeißen oder sowas. Zumindest das Auge aktivieren. Das Problem ist nur, ich komme da niemals hoch. Nö. Kann ich vergessen. Also machen wir ganz einfach mit der Peitsche weiter. Dem Item Number 1. Moment mal. Kann ich nur zurück. Wow, das war knapp, hey. Gott sei Dank hat sich Link noch gedreht. So. Das war richtig Bombentime. Da kann ich niemand rüber. Hallo? Nee. Das ist eigentlich treffen. Moment mal. Kann ich da hoch, damit ich das runterschmeißen kann, weil sonst kann ich da nicht rüber. Oder was einfach ganz einfach so. Bläh. Toll, Link, ganz gut gemacht. Du bist der Größte, du bist mein Held. Wieso ist gerade rot? Egal, also das Teil hier wegbomben. Kommt von da aus, wa? Oh oh. Kleines Problem, wie komme ich da rüber? Ja, ganz toll. So klappt das. Sagt man sich nicht vorbei? Nee, das geht auch nicht. Dachte vielleicht irgendwie vorbeischwingen, dann da drauf landen, damit ich das Teil wegbomben kann. Das kann es auch nicht sein. Siehst zwar, ich müsste die Augen nicht treffen, aber wie soll das sonst gehen? Das geht sonst nur mit der Streuschleudern, das kann es nicht sein. Nee, seht ihr, keine Chance. Einmal versuche ich es noch etwas höher. Nee, seht ihr? Geht nicht. Ich muss da in eine Bombe reinschmeißen oder so, weil sonst habe ich kein geeignetes Item dafür. Ja, versuch mal die andere Seite, wa? Da war ja noch was. Glaube ich zumindest und nicht. Ne, Moment mal. Ich jetzt hier großes mache. Hier. Ah doch, hier rüber könnte ich. Okay, mache ich das halt mal. Versuchen wir das, Freunde. Und hoffen wir, dass wir keine Zop-Goblins, was auch immer die Viecher heißen. Zombie-Boblins wollte ich eigentlich sagen. Dankeschön, Link. Das heißt auch hier unten eine Ausdauerleiste so verdammt kurz ist. Ach so, stimmt, das war der Scheiß. Oh. Hey, Moment, hier geht's noch auch. Komm, verarsch mich jetzt nicht. Da kommst du hoch, Link. Alter, der will mich wirklich verarschen. Link. Hey, hallo? Mann. Also irgendwie... Obwohl. Ich bin doch wohl der dümmste Volltrottel auf Erden. Wieso komme ich nicht vor auf die Idee? Ich hätte da hinten auch den Kraftkäfer einsetzen können. Okay, erstmal Rubin geholt. Sonst hat es ja nichts. Ein paar Herzen sind auch sehr schön. Und dann fliege ich mal meines Weges. Kannst du den einfach so aktivieren? Nö. Turbo! Ah, seht ihr, so komme ich dann da hoch? Offenbar, das ist hier... Das ist ein Faden? Ah, offenbar kann ich da dann nachher raufklettern. Das will zumindest erklären, wie ich denn da hochkomme. Zumindest zum einen Punkt. Wow! Das ist sogar für mich ein bisschen zu schnell. Alles klar, so sieht das Ganze aus. Wow, hier geht's echt ab, hey. Ziemlich flotte Karotti. Ja gut, mit dem Käfer wäre es natürlich auch eine Variante, den Stein hier wegzubomben. Mann, kann der lange fliegen, hey. Ist ja unglaublich. Bang, den noch schnell aktiviert. Sehr schön. Gut gemacht, kleiner Käfer. Was ist jetzt passiert? Schauen wir es uns doch einfach kurz an. Na, wie gesagt, es ist nur dafür gut. Okidoki. Einem geschenkten Gaul schaut man selten ins Maul, auch hier. Und, sehr schön, und drüben bin ich. Käfer, it's your time. It's bug time, haha.
Kommst du? Das war knapp. Wir nähern uns ganz langsam der großen Explosion. Ich hoffe, er hält durch. Wow, das war knapp. Tschüssikowski. Geil, jetzt kommen wir weiter, Freunde. Halt gezogen und vorbeigesegelt. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Gut, stelle ich mich halt gerade hin. So. Sehr schön. Peitsch weg und hoch da. Kann ich eigentlich ganz hoch, da muss ich wieder rüberspringen. Ganz blöd. Ja, komm ganz hoch. Sehr schön. Was das jetzt eigentlich soll, keine Ahnung. So, ich zumindest mal hier. Das könnte wehtun. Das könnte ein bisschen wehtun. Was heißt ein bisschen? Das wird verdammt wehtun. Oh, das wäre natürlich noch die andere Variante, wa? Nicht hier runtergehen, sondern genau hier. Und dann da hochklettern und alles ist schön. Kann ich mit der Kette was machen hier? Abschneiden oder so? Nö. Hoch mit dir, Link! Ja, das habe ich schon vorgesehen, dankeschön, aber ich muss da trotzdem irgendwie mit der Peitsche was machen. In die andere Richtung, oder? Ja, Picobello! So liebe ich es, wenn es so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, sehr schön. Wow! Es bringt irgendwie nichts, hallo? Na gut, kann ich mich hier zwar ein bisschen erholen. Was gibt's hier sonst noch Schönes? Ah, hier rüber. Ich sag das auch gleich. Ich bin Zombie, hallo! Du kannst lange auf mich einschlagen, wie du willst, das bringt nichts. Ob es was bringt? Schlagen bringt nichts, aber Stechen bringt was. Mann, ich will Schattenkristalle von euch. Gib mir Schattenkristalle, ich hab doch schließlich die Schatzmedaille. Und nichts gewesen mit den Späßen. Schön und gut, nur was bringt mir das hier hinten? Ist das nur dazu, damit ich da rüberkomme und dann irgendwie sonst einen Quatsch mache? Oh Mann, ey. Ich sehe sonst wirklich nichts. Und gut. Hä? Hallo? Ach so! Die Richtung ändern. Die Idee hätte ich auch vorkommen können. Dass es so funktioniert. Das Ganze ist einfach nochmal. Dann ich auf der anderen Seite jetzt drehen. Jetzt müsste ich das Ganze rückwärts drehen. Und dann komme ich natürlich auch rüber. So wird ein Schuh draus. Da rüberspringen. Und jetzt da hoch. Klappt das so, wie ich es mir vorgestellt habe? Irgendwie nicht. Ah, doch. Gut, ich bin hier. Oh. Die Fledermäuse natürlich auch. Hallo. Gib mir Schätze. Sie wollen nicht. Ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Ich habe hier soweit eigentlich alles gemacht. Wieso ist die Karte so... hallo? Ah, jetzt stimmt sie da. Die Truhe fehlt mir noch, aber ich glaube, da muss ich erst irgendwie sonst einen Quatsch machen. Wobei, ich komme jetzt hier hoch. Vielleicht. Aha, den einfach nochmal hochschieben, dann kann ich einen Master gehen, dann komme ich hoch und so und genau. Versteht ihr? Gut. Ich verstehe es auch nicht, aber egal. Was soll das Seil hier? Kann ich mich ja einfach so hochklettern, wa? Aber erst noch schnell den aktivieren, weil ich habe das Gefühl, ich komme nochmal zurück. Öffnet alle Schleusen! Macht das Wassersystem undicht, ist scheißegal, wir brauchen sie nicht mehr. Okay. Upp.
ganz langsam hochklettern. Oh. Ja, Link kann auch ein bisschen schneller klettern. Ja, natürlich nicht. Mach halt zuerst die Dinger hier platt. Wow. Und bam! Boomerang! Ja! Na, ja, Mann! Oh, sind einfach zu viele Freunde! Ich muss alle auf einmal killen. Erstmal den da. So, jetzt klappt's wieder. Geht doch. Wow. Ah, Mann, ey. Mann, wie sieht ihm den Falschen an? Link! Kannst doch nicht bringen, Mensch. Wollt ihr da hoch? Hallo, ihr kommt da nicht hoch. Ihr kommt nicht an die Oberwelt, das lasst euch nicht zu. Ach, wieder mal nix. Und der Stochen. Schattenkristall? Nö. Nummer 2. Schattenkristall? Komm schon. Schattenkristall Nummer 2. Gut. Nummer 3. Schattenkristall Nummer 3. Ich befehle es dir. Bingo. Seht ihr, so funktioniert das. Dann hier die Zombie-Invasion erfolgreich aufgehalten. Ups. Was wird auf B gekommen? Wie sieht es hier aus? Sehr schön, sehr schön. 5 Schattenkristalle bereits. Das müsste doch eigentlich für das ein oder andere Item reichen. Ich glaube sogar für das Schmetterlingsnetz brauchen wir einen, oder? Gut. Achso, es kann noch mehr. Oh oh. Das wusste ich doch nicht. Oh, Link, beeil dich. Ich dachte, wir müssen nur einmal besiegen. Hallo, hier oben sind wir im Licht. Mann! Haben wir es langsam? Ja, geht doch. Oh, das ist gerade gruselig, hey. So voll die Zombies, die in deinem herkommen und machen. Das war alles, wa? Achso, jetzt kann ich ja klar, alles klar. Wege die Stadt zurück und dann die benötigten Schlüssel. Ganz genau, so war's geplant. Ah, Gott sei Dank, hey. Was ich halt nicht ganz verstehe, ist, warum das jetzt da, auf der Steintafel, alles genauso detailliert stand. Ich meine, es war doch irgendwie klar, dass das jetzt so funktionieren muss, oder? Zumindest nur ein kleiner Hinweis, nicht gerade alles erzählen, aber gut. Hoch mit dir. Ist der wieder oben, jetzt komme ich ganz einfach runter und kann mir den Master Key holen in den ersten Part. Moment mal, wir haben noch genug Zeit. Was Quatsch ist da eigentlich? Wir haben erst etwa die Hälfte des Partes erreicht. Und jetzt runter hier. Meinst du runterklettern oder runterspringen? Ach, lass mal runterfallen. Die kommen eh wieder, also von daher. Gut, und jetzt müsste das... Ah, noch ein Bärenchen-Amulett. Bärenchen-Halbmond. Ich sag das immer mit den Amuletten. Ja, genau so ungefähr in der Art habe ich es mir vorgestellt. Wieso, dass ich jetzt den aktivieren musste, keine Ahnung. Ist der eigentlich auch wieder kommen, oder? Nicht? Sehr gut. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt die reinste Zombie-Meute. Kann das sein? Ich wollte trotzdem mal schnell den Master Key. Oder aber der Endboss kommt. Das wäre die andere Variante. Den gesegneten Schlüssel erhalten. Wie sieht der denn aus? Also von der einen Seite, und zwar von dieser könnte man fast mal eine Seite, das Genital, egal. Ja, was habe ich gesagt? Seid wohl verrückt, oder? Dachtet ihr jetzt wirklich, ich leg mich noch mit euch an? Pff. Flatsch. Einfach Flatsch. Die sind hinüber. Sehr schön, jetzt gehe ich wieder hoch. Obwohl, ich bin eigentlich da hoch. Ja, geht vermutlich einfacher. Ich muss sowieso bis ganz nach oben, das heißt das ganze Teil wieder zurückdrehen.
bin ich jetzt überhaupt? Müsste eigentlich... Oh, ja, jetzt bin ich hier. Ne, danke, Peitsche habe ich schon. Ich habe auch keine zweite. Jetzt sowieso keine zweite, von daher erübrigt sich die Frage, ob ich eine will. Oh. Nee, oder? Aha, Moment. Nee, geht doch. Ich dachte gerade, ich hätte einen Überlegungsfehler schlechthin gemacht und ich müsste doch wieder runter und dann das Seil hochklettern, damit ich da wieder hochkomme, um das Ganze umzustellen. Aber es geht ja auch so. Ich habe jetzt die Brücke erstellt. Ich schätze zumindest mal, dass das Ganze so funktionieren müsste. Die Brücke ist da, alles klar. Das heißt jetzt noch hier hoch. Ja, und sonst würde ich sagen, haben wir alles, oder? Erst UG sind ja komplett fertig. Hier waren ja auch überall vorgestanden, alles klar. Du. Ganz genau, fehlt nur noch die Aura der Flamme. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt doch noch ein Endboss. Vermutlich einer um unseren, der hat beinahe gesagt, unseren Mut zu testen. Doch, ist die Mut, ja. Ist nicht die Kraft, ist der Mut. Horus Mut. Hoch mit dir, damit ich endlich unser Schwert stärken kann, Leute. Schaffen wir echt den Endboss noch in diesem Part? Ja, denke schon. Natürlich vorausgesetzt, es gibt überhaupt einen Endboss. Das kann man ja vorher nie so genau wissen in diesem Spiel. Ich muss sagen, das ist etwas, was ich in Skyward Sword wirklich cool finde. Man hat keine Ahnung, wie das Spiel wirklich ausgeht. Ich meine, es tritt ein Ereignis auf, man hat das Gefühl, ja, rein logisch betrachtet müsste es so und so funktionieren. Dann, ja, überlegt man sich das, gut, und dann plötzlich, taucht ein Girohima auf und stellt alles auf den Kopf und es funktioniert nichts mehr so, wie es sein sollte. Jetzt auch hier mit dem Wassertempel und so, da dachte man sich da auch ursprünglich, das Ganze muss doch ganz anders funktionieren und ich muss sagen, das war eigentlich noch ein cooler Wassertempel. Eigentlich einer meiner Favoriten, wenn ich das so sagen darf, von allen Zelda-Spielen. Jetzt bringen wir noch die Nase an, den Nasenschlüssel, die irgendwie komplett anders aussieht. Aber egal, es ist ja der gesegnete Schlüssel, ja. Mit Horus Mut gesegnet. So, seht ihr? Können wir den hier anbringen. Oh, greifen, jetzt bin ich mal gespannt. Wie lange brauche ich dafür? Wie sieht die Form aus? Ja, ich hab's noch was. Und rein da. Geht doch noch relativ flott, wa? Der hat immer besser in sowas. Oder er hat einfach nur Glück. Ich glaube eher letzteres. Okay, der Lotusblütenschlüssel hat gepasst. Jetzt können wir da hoch. Ja, so sieht doch verdammt nach Endboss aus. Okay, Freunde, ich bin bereit. Ne, hier noch nicht. Wir müssen hier noch... Oh. Muss ich jetzt das Teil wieder zumachen, oder was? Okay, alle 4 betätigen. Wow. Fast runtergefallen. Jupp. Brauche ich eine richtige Kombination? Nö, brauche ich nicht. Es geht noch höher. Wenn ja eine Giraffe streckt sie den Hals. Pff. Soll das vielleicht Fahure darstellen? Tja, wer weiß. Oh, ich kann nochmal abspeichern. Ja, das schreit gerade nach Endboss. Die Karte sagt nichts mehr, wir wären eigentlich oben. Dann speichere ich hier. Und mache den Endboss. Noch in diesem Part. Keine Sorge, Freunde, keine Sorge. Wäre jetzt auch ein bisschen fies, jetzt alles aufzuhören und ich bin einfach zu gespannt drauf. Und wer weiß, vielleicht ist der so einfach wie der dritte Endboss und ich besiege ihn innerhalb von 2 Minuten. Natürlich, wieso auch nicht? Du bist ziemlich hartnäckig und du bist ziemlich nervig. Ich benötige meine kostbare Zeit, um einen Weg für die Rückkehr des Dämonenkönigs zu finden. Ganondorfs Vorleben? Inkarnation, ja auch immer. Zu allem Überfluss stört mich dann auch noch so lästiges Getier wie du. Das schlägt mir doch ein wenig auf die Stimmung. Ja, schon gut, bringe nicht den 4. Endboss. Geht doch.
Und wer ist es? Oh. Nee. Nee. Und mal, was ich nicht ganz kapiere ist, wenn der schon hier ist, wieso nimmt er dann nicht Faores Flamme an sich? Okay, Strategie, irgendwie die Arme mit der Peitsche abschlagen und Artefakt der Finsternis. Da Ilum. Und da Lom. Da Ilum war. Ach du Scheiße. Okay, wie kämpft er? Und er macht überhaupt nichts. Wow! Hilfe! Du stehst einem gegenüber, was du nicht sagst. Dieser Gigant trägt den Beinamen Artefakt der Finsternis und fungiert als Wächter des Höllenheiligtums. So viel weiß ich auch. Er hat die Aufgabe, sämtliche Eindringlinge zu vernichten. Strategie? Die wir mit dunklen Zauber versuchen, sind ein noch bedrohlicheren Wesen geworden. Ach so? Der Namenrumpf stützt er um jeden Preis. Mehr Details. Die sind halt ich habe keine Ahnung, du kannst mich einfach trotzdem rufen. Ist das gut? Gut, gut, tschüss. Ja, ich habe so eine Strategie, aber mehr auch nicht. Wow! Oh! Ah, das ist's. Und der Arm ist ab. Sehr schön. Hat der nächste Arm auch noch? Komm schon, schlag zu. Und der zweite Arm. Will der dritte gleich auch noch kommen? Wow. Und ob der das will. Und der vierte gleich mit. Fehlen nur noch zwei. Du hast verloren. Oder kann ich schon in der Mitte zuschlagen? Ah, es geht bereits. Wow. Oh, na klar, in der Mitte. Mann, ich stehe doch hier unten. Manchmal schnell zuschlagen. Natürlich mit dunkler Magie lässt er sich neue Arme heranwachsen. Dämlicher Endboss. Wenn das alles war, bin ich ein bisschen enttäuscht. Gut. Schlag zu, schlag zu. Na, 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 was machst du? Und auch der zweite Arm ist ab. Ja, bin ich gut oder bin ich gut, Freunde? Aber ich bin scheiße. Ah. Komm schon. Ich will auch die anderen beiden Arme noch. Ups. Mein Fehler. Sorry. Ja, komm her, schlag zu. Na, was machst du? Oh, mein Fehler, ich war zu nah dran. Ja. Ah. Da immer die falschen Knopf. So, jetzt aber richtig. Schlag zu, schlag zu. Ja, ist gut, wir haben es verstanden. Schlägst du mal zu? Hallo. Genau, die beiden Namen kommen wieder. Oh, verdammt. Ja, noch nicht so gut. Komm schon. Und tschüss, so. Genug gespielt. Jo, immer fest draufhauen. Brauchst du auch 3 Runden? Natürlich braucht er 3 Runden. Und der Part ist gleich vorbei, aber ich schaff das noch, Freunde. Ah, zweite Phase. Oh, er hat sogar Beine. Na, guck mal einer an. Alles klar. Wow. Jetzt spinnst du ein bisschen, oder? Okay, Files braucht doch noch Hilfe. Ja, immer noch der gleiche. Neue Informationen? Fai, hallo. Ja. Bitte mehr Details. Du bist hilfreich wie Fußpilz bisher. Ja, jetzt mich verarschen. Die will mich verarschen. Die Alte will mich verarschen. Wie viele Herzen habe ich eigentlich noch? Okay, noch genug. Mach ich halt einfach so. Hallo? Was ist denn jetzt los? Na klar, jetzt mich verarschen. Was bringt mir das? Hallo? Ja, was bringt mir das? Das Schwert aufzunehmen? Hallo? Da muss ich gegen seinen rumschlagen. Geht das überhaupt irgendwie?
Ich kann die anderen nicht anvisieren. War das jetzt nur ein Arm, der geht? Komm, schlag nochmal zu. Ich will das testen. Ah, nee. Doch. Muss ich rein... Ich will gar nichts mehr. Komm, schlag zu. Nee, es geht wirklich nicht anders. Da muss er vermutlich mit diesem fetten Teil... Wow. Natürlich sehr klug, Link. Hä? Okay, ich verstehe die Strategie zwar, aber... Sein Schwert ist einfach zu fett, Mann. Ah doch, kann schlagen. Okay. Versuchen wir es nochmal. Schlag zu. Ah, nicht zurück. Genau das war eigentlich die Strategie, ihm auf die Arme abzuschlagen. Was irgendwie nicht so funktioniert wie es... Ah doch. Achso, ich dachte, ich müsste so kompliziert genau irgendwo... Genau dahin wollte ich eigentlich. Ich schlage ihn mit seinen eigenen Waffen, Freunde. Alter, hat eine fette Reichweite. Was machst du jetzt? Jetzt hast du keine Arme mehr. Das bringt auch nichts, oder? Bring endlich mal das Scheißteil auf! Jetzt habe ich mir ein Schwert, das geht schneller! Und, bist du tot? Jetzt sag mir, dass das Ganze nochmal 3 Phasen geht. Oh, Freunde, tschüss! Wow! Okay, also ein Rampage-Modus. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, weil das dauert mir doch ein bisschen zu lange. Hilfe! Das Nero hinter mir her! Tschüss! Ciao zusammen, wie auch immer!